Die Suche geht weiter. Die Suche nach der Wahrheit, nach dem fünften Weisen. Hier zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Hallo Freunde, willkommen zurück. Und wie ihr sehen könnt, ich habe mich auch schon ein bisschen umgezogen. Ich bin bei unserem Haus hier. Denn es ist offscreen ein bisschen was passiert. Ja, so wie ich es letzte Folge schon angekündigt hatte, habe ich ein bisschen, gefarmt mitunter. Ne? Also bei Bomben im Untergrund oder auch Qualmerlinge im Untergrund, Irrknospen im Untergrund. Da kann man schön ein paar Dinge farmen. Schwer benannt, zum Teil auch, indem man dann die Iger-Versteck findet. Und so Leunel-Teilen und so, ja, gerade die mit den weißen Leunel, ja, kann man auch gut farmen. Wenn dann jetzt ständig das Maßschwert kaputt geht, das ist ein bisschen nervig. Und oder wenn man irgendwelche anderen Waffen erstmal nicht ständig kaputt machen will. Und deswegen, ja, also ich habe ein bisschen was hier, oder silberne Leune, silberne auch, ein bisschen was getan hier, ne? Wie es angekündigt war, genau. Ansonsten noch ein paar Augen habe ich noch gefarmt. Die hier. Ne, nicht die. Weil die Feuerdinge relativ easy gewesen wären. Warte, wo sind die jetzt? Hier. Die wieder beisaugen, genau. Und ansonsten bin ich eigentlich hier im Haus, weil wir wieder mal ein bisschen Rezepte machen müssen und so. Denn wir haben nicht mehr sehr viel tatsächlich. Das Outfit habe ich deswegen, um mich daran zu erinnern, dass wir heute uns vor allem im Himmel auch in die Heberegion wieder begeben wollen. Ne? Also auch hier oben gibt es noch viel, viel zu tun. Wie bereits vorhin erwähnt, es geht ja auf die Suche nach dem fünften Weisen. Und ich war schon hier bei den Donnergroll-Inseln, aber es ist momentan noch nicht viel zu holen. Ich gehe davon aus, dass wir da erst da weiterkommen, wenn wir irgendwie was Storytechnisches sonst getriggert haben. Und ja, natürlich, ich könnte nach Kakariko zurückkehren und zu gucken, ob dort was ist, aber dafür Kakariko ja auch noch diese Sona-Inschriften braucht. Also, wo sind die jetzt schon wieder? Die hier. Ups, nicht ganz so tief. Die hier, und die finden Sie ja vor allem im Himmel oben. Ja, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass wir erstmal den Himmel noch ein bisschen upgraden oder ein bisschen durchsuchen. Es geht auch darum, dass wir. Jetzt stimmt es wieder. Dass wir auch noch uns auf die Suche machen nach weiteren Karten, ne, und weiteren Schreinen. Also, ja, ich bin ehrlich, Freund, ich würde gerne den Himmel, wenn es geht, so weit mal abschließen. Nachher, wenn wir hier Donnergroll-Areal und so haben, ne, Donnergroll-Inseln, dass der fünfte Tempel hier oben ist, so mit 3 Tempel von dem fünften, an dem Himmel oben. Glaube ich eher weniger. Ich meine, natürlich kann es sein, aber ich habe jetzt gewusst, dass im Untergrund noch was sein könnte. Ob es hier ist, wo wir noch auf Kogan so treffen werden, naja, könnte sein. Ob hier unten noch was ist, wo, generell hier unten, ne, die ganze Faron-Region, da ist dann noch nicht so viel los. Ne? Und es würde sich irgendwie anbieten, gerade auch weil hier im Luftraum die Donnergroll-Inseln hier oben sind, dass wir hier, also quasi auf allen 3 Ebenen was zum 5. Tempel und zum 5. Wächter finden würden. Und ich habe die Hoffnung, dass irgendwie am Schluss ein Sheikah ist, quasi so als Erbe der Sonau, wobei Erbe finde ich irgendwie auch ein bisschen schräg, denn je nachdem, wie man natürlich die Zelda-Timeline sich dann so zusammenlegt, gehe ich persönlich davon aus, dass die Sheikah wesentlich älter als die Sonau sind, beziehungsweise zumindest hier auf der Erde, ne? Ich meine, die Entstehungsgeschichte vom Master Schwert aus Skyward Sword und so, da hatten wir auch schon eine Impa. Also einen Sheikah-Stamm gab es damals schon. Und das Spiel muss weit in der Vergangenheit vor der Vergangenheit von Tears of Kingdom und so liegen, also vor über 10.000 Jahren, vielleicht 11.000 Jahren oder so, aber ist nur meine persönliche Meinung. Soweit dazu. Genau, das sind die Dinge, da will ich ganz kurz hier noch was zu zeigen. Ich habe noch offscreen ein paar Waffen desynchronisiert, wie zum Beispiel hier. Da hatten wir die Waffe von Daruk, dem Bergspalter. Ist natürlich eine coole Waffe, gar kein Thema, aber da hatten wir jetzt, anstatt den Link zu nehmen, auch hier schön ausstellen und ich habe dafür stattdessen hier das Mammoth Herz, den Soldatenzweihänder gelegt und würde es noch ein bisschen synthetisieren. Und ganz kurz. Ne, hier habe ich noch eine Waffe, normale, ist gut. Ich habe den noch. Wir haben hier noch die Stäbe. Gut, das ist ja Miasmalanze, ist noch ein anderes Thema. Aber ich würde sonst gerne hier noch was draufpacken. Da haben wir hier noch das Delta-Konstruktor. Ich glaube, mittlerweile auch das mächtigste war, was es von der Sorte her gibt. Ja, gut. Natürlich das mächtige Vergleich zu den anderen Dingern. Naja, wobei.
gar nicht mal so übel eigentlich. Und vielleicht das Ding wieder, das Maserschwert ist ganz klar, dann haben wir ein Soldatenschwert. Ich will auch im Untergrund einmal auf die Suche machen nach den Gardeschwerten, die nicht zerfressen sind, beziehungsweise nach den Königsschwertern vor allem. Ich habe jetzt immer noch keine gefunden, das ist so nervig, hey. Ja, und auch sonst hier von Raum her, eben noch eine Kapazität für einen weiteren Raum, zum Beispiel nochmal einen Waffenraum für weitere Waffen, wie das Bigron-Schwert und so. Und die Gottheit-Klingen, aber wir die ja im Untergrund mittlerweile kaufen können. Jetzt sehe ich mal momentan davon ab, dass ich muss nochmal überarbeiten, das können wir auch noch nicht so richtig. Aber alles nach und nach. Gut, dann, so wie es aussieht, muss ich gleich mal niesen. Das ist nicht so gut. Das Marshall auch wieder mal fusionieren. Moment. Entschuldigung, okay, aber Schwein gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, so, ich muss jetzt niesen, will sich darauf konzentrieren, plötzlich geht es nicht mehr. Das wohl zum Glück jetzt nicht, aber es war kurz davor. Also, Proviant, ich muss ganz kurz gucken. Wir hatten eh schon viele Dinge tatsächlich. Jetzt ist die Frage, will ich Tränke brauen? Das ist immer so eine Sache. Ich darf natürlich Monsterzutaten zu brauchen, Kleingetier, also Kröten und so. Weil es ja Medizin ist, ne? Natürlich Maximum hinausbringt, genau, dann Maxi Echse. Ich wäre cool, wenn ich noch eine weitere hätte, die habe ich jetzt, naja, ich meine, du kannst auch überlegen, die Dinger hier zu duplizieren, wa? Aber die Viecher laufen ja wieder weg, das ist nicht ganz so geil. Noch riskieren, warte mal. Wie geht der Trick jetzt hier schon wieder? Ist das richtig, wenn ich 4 Feedkröten nehme und dafür irgendwie... Das ist schon ein Griok-Herz. Oder wäre es umgekehrt, ich müsste eine Feedkröte nehmen und 4 Griok-Herz... Ich habe gar nicht so viel, aber nur rein theoretisch. Na, guck mal. Ich habe gespeichert. Fitnessmedizin? Ja, okay, plus... Wow, Alter, 15 Herzen. Ja, aber wirkt es eigentlich doch eher so, als müsste ich sagen, hey, ich nehme eine Feedkröte zum Beispiel und packe mir ein paar Herzen dazu. Hochwirksam steht hier, wir gucken mal, ne? Oha, was Neues? Nicht wirklich? Okay. Ja, klar, ich hatte noch ein paar, aber ging jetzt mehr um den Effekt. Generell, ich bin ja eigentlich eher Fan von Medizin, als jetzt wirklich so von Essdingern. Altes Zelda-Kind, ne? Das sagen wir ehrlich, wie es ist. Aber, soll es ja keinen Abbruch tun, wir haben ja ganz andere Dinge hier und deswegen wird es natürlich Zeit, dass wir noch ein paar andere Dinge zubereiten. Moment, also, ich hätte gerne Maxi-Trüffel. Jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier 4 Stück nehme, nur 4 Stück lang natürlich nicht viel ausreichen. Oder? Doch, warte mal. 3 nur so. Die Frage natürlich, 5 Maxi-Trüffel, okay, bringt das viel? Nee. Die sind ein Pilzspieß oder sowas? Nehmen wir die hier. Maxi Pilzspieß, okay, plus 5 Herzen. Jetzt eben zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt hier nur einen dafür ganz edles Fleisch, ne? Luxuswild zum Beispiel. So, ich kann eh nur einen Effekt drauf haben, da ist klar. Pilz habe ich schon drin, dann viel Fleisch, dann noch irgendwas anderes.
Was das bringt? Dampffleisch. Gut, die ganzen Herzen ein bisschen übertrieben, wa? Hä, wo ist es? Ah, hier unten. 25 Herzen. Im Wildgrad, okay. Man testet nochmals, man noch 4-mal Fleisch. Ich weiß ja nicht mehr so viel. Spielt auch keine Rolle. Geht nur um den Vorführeffekt. Damit ich mal wieder irgendwie so einen Einblick dafür habe, wie das Ganze funktioniert. Okay, Max-Heilung plus 4 Herzen. Wenn ich jetzt sage, yo Digi, umgekehrtes Prinzip, mache jetzt hier 4 Pilze und einmal Luxuswild. Okay. Ja, so war es eigentlich zu erwarten, war plus 16 Herzen, okay. Ja, von dem war er leider mehr. Das ist leider so. Machen wir einen noch, komm. Also eine von der Sorte. Da muss man gucken, ob wir vielleicht noch 3 Rezepte machen für mehr Kraft, also Schwerkraft, und 3 für mehr Schild. Weil wir den Himmel absuchen. Ich wette mit euch, es werden wieder ein paar Kriok-Dinge auftauchen. Die haben zwar gar keinen Bock, aber sei es drum. Luxuswild, dann kann man nicht mehr das Edelwild, ich habe so viel davon. Seht ihr, bringt auch viel. Gut, dann hat doch Schwerbananen viele. 4 Stück davon und dann mal ein Luxuswild, mal gucken. Das ist doch schick, aber ich glaube ganz ehrlich, Moment. Die Körperkraft, ich glaube, der braucht da gar nichts Besonderes dazu, weil ihr könnt sogar irgendwie ein Geflügel nehmen und so trotzdem dieselbe Wirkung quasi. Wenn ihr so viel Herzen auffüllen, ja. Aber Stufe 3 Angriff plus 3 Minuten 50 Dauer wird trotzdem reichen. Ja, eben, seht ihr. Also ich kann hier theoretisch sogar ganz billig sagen, ey, nehmen Sie nur sowas. Natürlich auf den Fisch oder so auch gehen, meistens die Fische noch sekundäre Effekte. So, haben wir schon mal 3 Stück davon. Dann war noch was für den Schild. Warte mal, Rüstlinge, so habe ich doch. Das sind Schwertling. Rüstlinge, genau. Ich glaube jetzt nicht so viel, obwohl. Ah, noch Maxi-Rüben, ganz vergessen. Die kann ja auch zubereiten wie die Fische. Fische, sage ich schon. Wie die Pilze. Ja, und Fische und Samen werden aber Materialien so in der Form, glaube ich, oder Zutaten haben wir genug. So, Stufe 3 Abwehr, sehr gut. Machen wir direkt nochmal das Ganze. So, jetzt mal ab. Ihr kennt es ja. Und, nee, nicht Pen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Rüstungskürbis. Genau, das ist ja eben, versteckt die Abwehr auch, also quasi wie hier der Rüstling selber. Dann noch viele, viele Dinge und dann die ganzen Fischchen noch, wie der Maxi-Lachs oder Maxi-Barsch. Der Ausdauerbarsch, der Haiwulbar. Der Haiwulbar bringt uns nicht so viel. Und nur noch 3 Feen, dank dem letzten Griok-Viech. Das war nervig, ey. Aber Griok-Viech, warte mal, jetzt haben wir ja. Ja, da sieht schon mal besser aus. 3 Angriff-Dinge. Der ist mit Kälte, kann auch gut gebrauchen. 4 sogar Abwehr, gut, der ist nur Stufe 2, aber auch gut. Der Rutschand, die Schleich. Ja, mir geht es halt vor allem darum, dass im Idealfall durch halt irgendwelche Tränke zubereiten,
Oder nur einen Effekt haben. In dem Fall Tempo, aber kein Herzen dazu, ne? Jetzt haben wir halt hier Dinge, wo ich dann normale Herzen dazu kriege. Ja. Wenn ich die richtigen Zunahmen miteinander kombinieren würde, wäre es nicht so schwierig, nicht wahr? Was ich noch offscreen gemacht habe, ist noch ein paar Dinge geholt. So Sonderbauteile, genau, zum Beispiel mit Ventilator und so. Denn für uns geht es jetzt wieder ab in den Himmel. Obwohl, wollte eigentlich eher mal gucken, warte mal. Ich würde gerne noch Fee gehen tatsächlich. Na komm, nimm die Fee. Angenommen, ich muss jetzt irgendwo in einer eisigen Höhe, wo es dementsprechend kalt ist, weil deswegen eisige Höhe, gegen Griorch-Viech kämpfen, dann wäre ich doch froh, wenn ich ein bisschen mehr Power drauf hätte. Gerade so ein König Griorch, der zieht ab, hey. Junge, Junge. So, immer noch ein bisschen Gras. Ein Pilz. Hübscher Pilz. Und ganz ehrlich, was braucht man mehr im Leben als Gras und Pilz? Schleich dich, ja genau. Hintergrund Schloss Hyrule, aber Schloss Hyrule, wie sieht es am Todesberg aus? Hat dem noch Miasma? Nee, wa? Das Ding ist vorbei, ja gut. Also optischer Effekt halt, ne? Hallo, große Fee. Hallo, hallo. Wie geht's denn so? Ja, sind wir mal gespannt. Die kann natürlich. Die hier kann er. Jetzt nur Stufe 1 und das hier. Da fehlt die Kohle, gut, aber Feuerflederbau ist Flügel nur ein. Glutlinge wären kein Problem, ne? Da können wir noch ein bisschen was zusammen schrauben. Feuerechsel, Forstschwänze und die Feuerflederbeißerflügel. Die muss ich halt duplizieren, ganz ehrlich, weil wäre zu faul, die noch zu farmen. Bei denen hier sieht es ähnlich aus, ne? Die halt alle noch in der Stufe 3 zu kriegen. Bei den Echsen, so sieht es schon ein bisschen anders aus. Hier haben wir die Düsterwürmchen noch. Aber keine Ahnung, wie wir das Set komplett haben. Tatsächlich. Ja gut, waren wir halt noch ein bisschen. Jo, tüdelü! Apropos, wenn wir noch in der Nähe sind, können wir zum Walter Crocs gehen. Da haben wir das letzte Mal, als wir gegen den Feuerkrieger gekämpft haben, doch auch das Bild vom Strudel gemacht und vom Wirbel im Wasser. Das soll doch hier der eine hier sehen. Ihn haben wir auch noch hier, aber ich glaube nicht, dass er noch was upgraden kann. Nee, lass mal. Eine Krogsuche müssen wir mal starten. Wir müssen noch so viele Dinge tun, Leute. So, wo war jetzt? Ah, hinter mir. Ich will es sehen. Logo. Das ist der Wirbel im Wasser, den mein Freund erwähnt hat. Ziemlich beeindruckend, mir dann ganz schwindelig, wenn man das Bild nur anguckt. Vielen Dank, werter Held. Jo. Große Wirbel im Sand, ja, das ist so. Nein, unser Wirbel, es geht weiter. Scheiße. Ja, Wirbel im Sand, ja, da gibt es, ist natürlich klar, dass es die auch gibt. Okay. So, da mal auch noch hin, da war diese Kugeln. Der könnte in der Kraft noch nicht mal starten. Ja, das haben wir ein bisschen gemacht. Und so, wie ich mich kenne, aber auch eh noch im Thumbnail für die Folge. Das ist ein gutes, deswegen. Das der Kraft. Da ist noch ein Ding. Da ist so ein Schrein. Ne, geh hier hin, komm. Und flieg schnell rüber. Das geht dann doch meistens etwas schneller.
So, bevor sie doch vielleicht mal wieder unsere Weisen aktivieren, wa? Wenn ich schon mal hier bin. Ich habe jetzt in der Hinsicht mit den, weiß nicht schon wieder, mit den Sonau-Relikten so nix war in der Nähe. Moment, muss ich mal ganz kurz gucken. Doch, hier ist natürlich was. Da hat er doch schon was. Kann ich natürlich direkt mal kurz hinfliegen, dann... Hier haben wir im Feld der Weise gefunden, das stimmt, das hatten wir mal. Ich glaube, hier waren wir auch. Da haben wir doch, war nicht irgendwie noch so ein Steinviech oder so? Was ist immer da? Der ist ja noch da. Okay. Noch schnell aktivieren, komm. Da ist das Ding gar nicht mehr da. Warte mal, das ist weiter oben. Nein, das ist weiter oben. Scheiße. Oh, praktisch. Ich hab doch schon platt gemacht, oder? Eine Truhe hat sie, glaube ich, nicht mehr. Wieso ist ja schon alles vorbereitet für ein Ding? Verstehe ich nicht. Ein Hoverbike. Sogar noch wesentlich mehr. Holio die Waldfee. Warte mal. Kann ich irgendwie, das Teil sieht ja eigentlich recht fancy aus. So, probieren wir ganz kurz was. So, wieder verbinden. Müssen doch eine Automatik drin haben, oder? Genau. Favoriten, perfekt. Weil wir brauchen noch eine Alternative zum Hoverbike, wenn wir ehrlich sind, Leute. Hoverbike ist cool, gar kein Thema, wenn du irgendwie was transportieren willst, ist einfach nur Kacke. So, da hoch müssen wir. Und die Sonau-Batterien. Die sind echt schnell leer. Dann wäre schon schnell mal den Wassertempel wieder, ne? Und ich komme immer noch nicht klar nach all der Zeit, dass der Wassertempel im Himmel ist, ganz ehrlich. Das will mir nicht in den Kopf. Das wäre jetzt so ein Tempel gewesen, wäre perfekt für Unterwasser gewesen. Es muss nicht der Untergrund sein, aber trotzdem. Es ist ein fucking Wassertempel, warum ist der am Himmel? Das verstehe wer will. Dass es vielleicht im Himmel einen Mechanismus gibt, der mit etwas im, ja, halt unterhalb des Meeresspiegels zu tun hat und so. Okay, gar kein Thema, kann ich verstehen. Aber so? Schön hier bleiben. Denn so wie ich das Teil kenne, fliegt das eh gleich wieder runter. Ne, wobei das, doch, das sieht so aus, ne? Dass ich nicht von hier aus fotografieren kann, ist voll scheiße. Ja, ich muss es sowieso erstmal ansprechen. Achtung! Okay, geht. Wundelball. Wundelball. Dann, was? Ich jetzt eh schon hier oben bin. Da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Beziehungsweise alles schon mal gesehen oder so. Da war ich auch schon mal. Ja, darum, dass sind ja solche Dinge, unter anderem, wo ich nachgucken bin, mit Schätzen, die uns nach einem Untergrund führen. Wo uns zum Beispiel hier die Schattenmünze bringt, die wir mehrmals haben, dank Amiibo. Schattengewand oder Schattenhose, also das Schattenset habe ich schon komplett, ne? Ich da eigentlich nichts machen, das heißt, wir können wirklich
kurz zur Quelle der Göttin gehen. Bis da unten. Was natürlich ein Nachteil an so einem Set ist, das ich jetzt gerade hier habe, also so einem Sonar-Bauding. Erstmal, je mehr du Sonar-Bauteile dran hast, desto mehr Batterieleistung brauchst du. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist derjenige, dass du halt, ja, meine Ventilatoren und so, die kriegst du halt das Bauteil selbst. Okay, aber die Platte? Nö. Wie auch. Also das heißt, du musst die mit Sonanium herstellen. Das kann natürlich dann schon ein bisschen nervig sein, wenn wir ehrlich sind. Ach ja, Todesberg. Wie schön es dem jetzt einfach gut geht. Und der chillt und sich sagt, yo, Digi, ist alles klar. Kann ich eigentlich jetzt einfach mal blöd gesagt hier... Oh, nee, doch nicht. Er wollte eigentlich noch ein bisschen draufbleiben und dann vielleicht während des Flugs irgendwann sagen, okay, jetzt wieder steuern. Aber nee, das geht natürlich wieder mal nicht. Ne, ist ja klar. Da war noch nie unten, wa? Also sprich, er hat noch nie den Punkt genommen, um runter zu gehen. Da drüben. Na, wir haben es auch so geschafft. Genau unten war ja dieser Stahlhinox oder so. Wir reden uns. So, ab zur Göttin. Göttin, Göttin, Göttin. Die Statue der Quelle der Kraft. Auch hier wieder mal schön, wenn jetzt Yunobos Geist hier verschwinden würde. Das Triforce-Symbol ganz knapp zu sehen. Ne? Natürlich das der Kraft, ne, ist klar, das obere. Weil es auch die Quelle des Mutes. Ach ja. Aber halt eben schade, das ganze Triforce und so und Kraft, Mut, Weisheit weder hier noch im Vorgang darauf eingegangen worden ist. Bei dem Teil verstehe ich es zum Teil noch ein bisschen. Aber in Sona und so, ob der Ganondorf dabei ist, gut, das hat ja ein anderer Ganondorf, ne? Müssen wir ganz ehrlich sein, Freunde. Nur weil Ganondorf dabei ist, muss nichts mit Triforce zu tun haben. Denn wir hatten das ja auch schon, also bisher hatten wir im Prinzip 3 verschiedene Ganondorfs im Verlauf der Reihe. Wir hatten den als Ocarina of Time, der wieder vorkam. Derselbe in Twilight Princess, The Wind Waker und A Link to the Past. Und diese ganze Link to the Past Timeline. Das ist halt derjenige, der halt nur ein Triforce her ist, ne? Und das Symbol der Kraft auf dem, ja, am Handrücken hat. Ah, yes. Dann gibt es noch einen, den kennt man aus Force Adventures, der hat nichts mit anderen zu tun, der ist eine Wiedergeburt. Und der hat auch nichts mit Triforce und Marsschwert oder sonst was zu tun, ne? Der war für sich alleine. Und jetzt hier der in Tears of the Kingdom, der steht auch wieder für sich alleine. Dank dir, o Recke, kann der Muttergöttin statt meine Kraft senden. Lass mich dir einen verdienten Lohn für deine treue Hilfsbereitschaft gewähren. Okay. 2 Göttinnen-Statuen gibt es noch, die wie ich über Quellen wachen. Gedenke des schlimmen Schicksals, das die Müttergöttinnen-Statue leiden mussten. Hilf auch meinen Schwestern. Jo, machen wir. Ihr habt gesehen, ich habe hier in weiser Voraussicht mal noch die Dinger hier dupliziert gehabt. Ne? Also wir hatten vorhin nur eine Verroderklaue, jetzt haben wir 2. Das ist aus dem Grund, damit ich halt immer mindestens ein Item noch habe. Einfach nur so zu Showzwecken quasi. Das heißt, Verroderklaue, die ist auch klar. Habe ich jetzt irgendwie... Nö, wa? Da ist ja auch keine Episode drin. Und eine Sidequest. Das müssten die anderen beide noch finden, war die Statuen. Okay, okay. Ja, kann man natürlich machen. Beziehungsweise könnte man machen. Aber nicht jetzt und nicht von uns. Ich will jetzt erstmal gucken. Wo sind wir noch so? So ungefähr unterwegs. Also hier unten bin ich ja der Mann, dass wir eigentlich so weit alles abgerast haben, was momentan geht. Ne? Gerade auch so eben, was hier den Tempel betrifft. Und ist da nochmal so ein Ding, wo man nochmal hin muss. Hin kann, besser gesagt. Das war eine der Kugeln, die... Haben wir die eigentlich gemacht, die Kugel hier? Ich bin unsicher.
Truhe scheint nicht mehr da zu sein, wa? Das heißt, wir haben es hier. Das müssen wir fast mal noch kurz reinfliegen, wa? Nö, haben wir. Hier haben wir alles. Perfekt. Und schnell raus. Gut. Hier, was war denn das für eine Balk? Braucht ihr überhaupt? Sportventilator. Ja, komm. Geht schon. Okay, ist ein bisschen Hose, aber fast befürchtet. Ja. So, und ich muss darüber. Von der Höhe her müsste ich es eigentlich hinkriegen, wa? Ah, da unten ist er. Sehen. Fällt der? Natürlich fällt er. Tja, und wir hinterher. So. Adulianisch. Okidoki. Sag Tschüss. Jetzt haben wir, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der zählt nicht, weil müsste glaube ich dasselbe sein wie hier, aber ich lasse mal nach, vorsichtshalber. Okay. Ja, noch 7, also 5 Stück werden noch fehlen. Noch 5 Stück vorhin, noch so viel zu tun hier. Naja. Gut. Der Vorteil glaube ich auch. Nee, ist gar nicht der Vorteil, war. Die Insel ist hier oben immer noch. Scheiße, ich dachte, die Insel werden hier verschwinden. Damit wir eine bessere Übersicht hätten, wüsste, okay, welche habe ich schon gemacht, welche noch nicht. Aber ist egal. Hier. Waren wir hier schon? Dann immer die Frage, was ist da für ein Viech? Das gucken wir uns noch ganz kurz an, Leute. Und dann würde ich sagen, auch anhand von der Zeit, ist es leider schon wieder gewesen für heute. Es ist Zelda. Und es sind nicht die alten Zelda-Spiele, nee, es sind die 2 neuesten Teile und die sind halt einfach, da kriegst du keine. Also vor allem dieser Kingdom, ich meine, das Teil, das ist einfach so riesig und so. Es ist zwar einerseits geil, andererseits denkst du dir so, hey, ja, ich will das Spiel durchspielen. Mhm. Wie viel Zeit brauche ich? Ja. Na komm. So, jetzt. Schnell hoch und mal gucken. Wo müssen wir überhaupt hin? Da wäre da drüben, war. Wer es überhaupt schaffe, war.
Nee, da werde ich ein bisschen Unterstützung brauchen. Die Frage ist nur kurz geguckt, was aber da für ein Viech? Wenn es ein Konstrukt ist, okay, ist ein Konstrukt. Haben wir schon mal platt gemacht? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Hey Wali, Sturm, wo bist du? So Zeit, wo man gut brauchen könnte. Da hochklettern kann? Nee, weil Link hat so mit Schrägen ein bisschen Probleme. Leider. Der schafft alles mögliche, aber hier sagen sie kurz so, nee, doch nicht. Ganz knapp nicht, war kann das sein? Jo. Schön dran vorbei. Eine schöne Scheiße ist das vor allem. Habe ich irgendwo einen Turm in der Nähe, wo ich mich hochschieße? Mein theoretisch, vielleicht klappt es hier. Ja, gucken mal schnell, wa? Also wir hier mal kurz hoch teleportieren und dann hochschießen, sehe ich, wie hoch ich bin. Ob es klappen würde und dann würden wir uns nächste Folge direkt dann beim Blockmonster zusehen. Mal gucken, was er dann so versteckt, weil eben normalerweise sind bei solchen Vieren im Himmel ja diese weißen Dinger, diese Wille der Weißen vorhanden. Ein paar brauchen wir noch mal, um unsere Dinge abzugraden. Wenn ich gerade mir sage, hey, ich will den Himmel ein bisschen machen, dann passt das ja. Und frieren wir uns sicher auch nicht, also das ist auch kein Problem. So ist, wo ich bin. Das müsste ich aber schaffen. Das müsste klappen. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Zurück bei Tears of the Kingdom. Bis gleich. Oh, mir fehlt doch knapp. Scheiße.